Immer wieder das gleiche Thema. Was machst du zum Apero? Mein Tipp von der Patricia: optimiert Apero-Herdöpfeli, natürlich mit Herdöpfelgewürz. Wie das ganz zack funktioniert, siehst du jetzt gerade. Bist du enttäuscht mit den wenigen Zutaten? Das ist wieder einer mehr. Die heutigen Zutaten relativ simpel. Also sicher Herdöpfeli. Olivenöl, Essig. Ich habe heute gefriergetrocknete Zwiebeln genommen. Aha. Und natürlich das Herdöpfelgewürz. Weil es Herdöpfel gibt es Herdöpfelgewürz. Ja. Logisch. Da braucht man gar nicht so viel. Gell? Und jetzt noch Däumchen rauf, dann fängt sie gerade an zu kochen. Ja. Hast du gemacht? Jetzt Jetzt geht geht's los. Danke. Ciao. Tschüss. Du hast vorher gesehen, sehr wenige Zutaten, auch sehr wenige Arbeitsschritte. Herdöpfeli werde ich mit ein bisschen Wasser füllen und kochen. Herdöpfel kommt immer im kalten Wasser. Immer, wenn man Herdöpfel kocht. Gell? Sonst, wenn man heiß macht, kriegen sie gleich einen Schock. Nein, die haben es gar nicht gern. Es geht auch nicht schneller. Also immer kaltem Wasser, Herdöpfel. Muss nicht aus dem Kühlschrank, einfach so kaltem Hahnenwasser. Da lassen wir da, sie sollen kochen. Und erst wenn sie gekocht sind, kann man weitermachen. So, ich habe das Gefühl, von der Zeit her müsste jetzt gut sein. Und ich stecke die Gabel rein und sie sind gekocht. Ist ein bisschen fies, aber ich habe verschiedene Größen von der Herdöpfel, muss ich richtig aufpassen. Die sind gekocht, die muss ich auch warm verarbeiten. Also das heißt warm schälen, wenn ich schälen, und warm auch, teilweise, weil sie verschiedene Größen sind, schneiden. Also ich habe das Wasser jetzt ausgeleert und weil ich mir nicht vollkommen die Finger verbrennen will, lasse ich die hier nur ein bisschen abkühlen. Wirklich nur so lange, dass man die besser halten kann. Und in dieser Zeit mache ich nicht nichts. In dieser Zeit bereiten wir hier ein bisschen eine Soße. Also Soße ist fast übertrieben. Ich mische die anderen Zutaten noch. Lassen wir die Herdöpfel da kurz beiseite. Komme ich da rein und mache ein bisschen Essig. Die Menge ist da unten. Mache ein bisschen Öl. Denk dran, eine größere Schüssel zu nehmen. Es sieht jetzt fast zu groß aus für diese paar Herdöpfel. Ich mache noch ein bisschen Essig. Aber wir brauchen das, wenn wir nachher gut können die Herdöpfel hier drin schwenken. Dann kommt die gefriergetrocknete Zwiebel zu. Wenn man Zwiebel nicht gern hat, was mache ich? Keine Zwiebel, aber es ist schade, es schmeckt fein mit dem. Und natürlich für Herdöpfel nehmen wir das Herdöpfelgewürz. Gut zu sagen, die Herdöpfel haben überhaupt noch kein Gewürz jetzt, sie sind einfach gekocht. Also dann darf ich hier ruhig ein bisschen mehr. Es ist schnell gemacht, wie gesagt, wenige Arbeitsschritte, aber nachher müssen diese Herdöpfel hier ziehen. Sie werden dann diese Soße aufnehmen. So, das ist parat. Ja. Es muss keine Emulsion werden, ich habe keinen Senf drin, gar nichts. Sie werden sich mit der Zeit auch trennen, Essig und Öl. Aber bevor das passiert, sind die Herdöpfel schon da und haben alle schon angefangen aufzusaugen. Und ich probiere das jetzt zu schälen. Wenn ich jetzt ganz junge Herdöpfel hätte, weißt du, mit der ganz dünnen Schale, weil was ich auch nicht vergessen darf zu machen, ist, nein, die Haut ist wirklich mega fein. Also wenn ihr so eine dicke Haut habt, Schelle, wenn ihr auch so eine feine Haut habt wie bei mir, lassen wir so. Aber was ich nicht vergessen darf, ist Herdöpfel mit dem Gabel durchzustechen. Das ist vielleicht der wichtigste Arbeitsschritt hier. Weil nur so können Sie mit dem Haut, also wenn ich jetzt keine Haut mehr hätte, müsste ich das nicht so unbedingt machen. Aber da mit dem Haut nur so kann natürlich die ganze Flüssigkeit in die Innere von der Herdöpfel gelangen. Ja. Also da, die ist ein bisschen grösser, dann mache ich noch in die Mitte. Dieser Teil muss ich nicht durchlochen, der ist schon offen. Die anderen sind auch so schön. Also wieder. Die dürfen jetzt natürlich ein bisschen abkühlen. Aber es ist wichtig, dass sie noch warm sind wenigstens, weil so saugen sie viel besser die Flüssigkeit ab, also die Soße. Das ist wie bei einem Herdöpfelsalat, oder? Man tut die auch noch warm in die Soße. So, auch da rein. Da mache ich mit allem durchlochen. Also die klein sind, dann nehme ich das Stück. Ist auch noch heiß. Ich habe gemeint, die ist klein, die ist schon abgekühlt, aber nicht. Die klein sind, werde ich nicht schneiden. Die loche ich wirklich nur gut durch.
und mache gleich so da rein. Wenn ich ganz viele kleine Herdöpfel hätte, würde ich das auch bei allen machen. Bei dem anderen mache ich einfach Loch und schneiden, je nachdem wie groß sie sind. Das kann man auch, sag mal, du weißt, du hast morgen Gäste, du willst das morgen essen. Dann kann man heute schon machen. Oder man kann wirklich einen Tag vorher machen, über Nacht ziehen lassen. Das Ding ist getroffen. Über Nacht ziehen lassen. Es ist am besten. Oder man macht am Vormittag, wenn man am Abend essen will, dann schmeckt das am besten. Man kann das sogar einige Tage vorher machen, in ein geschlossenes Glas im Kühlschrank aufbewahren, mit der Soße so. Ist nachher super. Wirklich super. Es ist wie so Konserve, Herdöpfel. Nicht vergessen, Löcher bei jedem. So, jetzt deswegen die große Schüssel. Ich kann das gut so schwenken. Natürlich kann ich auch mit Hilfe von einer Gabel, da habe ich gerade da, oder mit einem Löffel das machen. Aber vor allem, weil ich meine jetzt in die Mitte teilweise geschnitten habe, will ich die nicht verletzen. Ich lasse die so durch wirklich gut schwenken, dass sie überall, es riecht fein. Es ist nur Essig, Öl und Herdöpfelgewürz. Und Böllen. Aber es riecht wirklich super gut. So, mit jungen Herdöpfeln geht das am besten. Mit frischen, die haben auch mehr Geschmack. Eigengeschmack. Und das ist für heute oder für jetzt ist das soweit. Ich lasse es so, stelle in einen kühlen Ort oder im Kühlschrank. Wenn ich daran denke, tue ich nachher nochmal schwenken. Nach ein paar Stunden schwenke ich wieder kurz und lasse es so und wir probieren. Entweder in ein paar Stunden oder morgen. Okay? Aber du bleibst da, wir probieren gerade jetzt. Für dich ist gerade jetzt. Ich lasse das einfach eine Weile, bis Herdöpfel hier alles aufgezogen hat. Du bist dran geblieben, es hat sich gelohnt. In der Zwischenzeit bin ich heimgegangen, habe geschlafen und bin heute wieder da. Und so sieht es aus. Ich habe nur so ein paar Minuten vorher aus dem Kühlschrank genommen, damit wir quasi bei Raumtemperatur plus minus essen können. Es riecht fein. Kann ich dir wirklich garantieren. Und da wäre die Idee, in ein Apero könnte man wirklich schön auf einen Teller mit dem Spießli, kann man da gut essen. Man kann natürlich auch als Beilage. Aber es ist nicht zum Verwechseln mit einem Herdöpfelsalat. Das ist es nicht. Ein bisschen Söseli habe ich hier noch. Es ist wirklich anders. Wirklich anders. Es lohnt sich zu machen, die Hai. Probieren. Ich hole den Stedi zum Probieren. Und wir schauen zusammen dann, ob es ihm auch schmeckt. Ich weiß, ich habe das sehr gern. Endlich kommst! So, probier, weil andere haben es schon vor dir heute. Echt? Ja. Hat jemand fremd schnabuliert? Ja, es ist so, ich sag's dir, das ist der Rezept, da unterschätzt man. So plump, schnell gemacht. Und dann haben andere Leute, du hast ein bisschen länger zum Kochen, die haben es schon probiert. Deswegen müssen nochmal einen frischen Teller nehmen und nochmal drauf tun für dich jetzt. Also probier, genieß es. Also heiß begehrt bei euch, darum macht genug. Macht lieber ein bisschen mehr, das hebt ja auch jeder. Ja, ich so, auch müssen hören, probieren. dass ich zu wenig gemacht habe. Ja. Ach so. Ja, habe ich schon gehört. Also, Sekunden dünkeln. Es ist wirklich urschnell gemacht, hast du gesehen. Es ist einfach über Nacht im Kühlschrank geblieben. Aber es ist nichts zu verwechseln mit Herdöpfelsalat. Es hat wirklich einen anderen Geschmack. Oh, das ist anders. Fantastisch. Ist super plump. Und so anders. Und es ist, was du sagst, ist nicht das typische Mayonnaise-Zeugs schwer. Kann ich mir mega vorstellen. Ich würde es jetzt noch kleiner schneiden, dann würde ich ein paar Zahnstocherchen drauf tun. Und da einfach als Eiplatte. Da ist die Idee. Du kannst Mega mit einer cool. Apero-Platte, vielleicht nicht nur das, wirklich mit Zahnstocherchen so machen. Wenn du kleine Herdöpfel hast, unbedingt die nehmen, kannst du gleich so einzeln nehmen. Und das, also eigentlich kenne ich das Rezept. Da macht man mit kleinen Herdöpfeln in ein Einmachglas. Einfach so. Und dann kannst du wirklich in eine Kühle stellen. Eine Woche, 2 lassen. Und wenn die Leute kommen, oder wenn du dann eine Grillparty hast oder etwas, dann nimmst du das. Ist spannend, gell? Hast du noch mal ein bisschen Herdöpfel gewürzt? Ja, aber noch ein Pimp. Ich habe immer so gerne einen Schuss Herdöpfel gewürzt. Genau, genau. Also, Hey, ja, einmal mehr, danke vielmals. vielen Dank und danke. Die da hinten auch. Ihr wisst, wenn ihr kommentiert, können wir da probieren, wie die anderen schnabulieren. Der hat einfach nicht vor die Kamera wollen, aber es ist halt ein Scheuchen. Da gibt's. Also ihr müsst nicht unbedingt vor die Kamera, aber ihr könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr wie Gabi zum Beispiel und der Dani. Cool ist, wenn ihr mit I etwas heisst, können wir es mit Y schreiben, so steady-mässig. Bis nächstes Mal. Und ein Däumchen drücken.
Das ist nett, ja, da freue ich mich. Dir auch. nochmal Das- danke, ja, dass danke das auch. jedes Mal klappt. Ich weiss nicht. Ja, ich habe irgendwie Glück hier in dieser Küche, wahrscheinlich. Sind ja. Vielen Dank für das Beisein. Und Es ist schön, wenn du nächstes Mal wieder da bist. bis in Ich einer freue Woche. mich. Genau. Ciao, ciao. Bye miteinander.